Vielen herzlichen Dank, euch Musikanten, wunderbar. Ganz besonders, wenn man so schön Geige spielen kann. Normalerweise kratzt das so, ja, aber das tönt richtig wunderschön. Also vielen Dank dir. Und auch dir, Peter, für die Einleitung. Heute Morgen mache ich nicht weiter mit Schritten durch die Bibel, sondern ich mache weiter mal mit einem anderen Thema. Es liegt mir einfach auf dem Herzen. Ich habe dieses Thema auch in meiner Deutschland-Tour, habe ich das durchgenommen, noch einmal ganz neu aufgearbeitet, überarbeitet. Es zeigt einfach auf, in welcher Zeit wir leben, und es möchte uns zeigen auch, sind wir bereit, wenn Jesus heute kommen würde. Und deswegen das Thema Panik, Jesus ist bereit, wir aber nicht, Fragezeichen. Nun, was ist eigentlich Panik? Wer kann mir das sagen? Was ist Panik? Angst. Vielleicht kann ich es mal so umschreiben. Panik ist, wenn man versucht, das Richtige zu tun, aber es kommt verkehrt raus. Ich kann mich gut erinnern, da war ein Gartenhäuschen in Brand geraten. Wir Schweizer haben ja die Gewohnheit, am 1. August immer Raketen, Lampions und so weiter, Feuerwerk hochzujagen. Oder auch andere Dinge. Tobias lacht gerade. Auf alle Fälle, wir haben die Gewohnheit, solche Dinge zu machen. Ich weiß noch gut, da war ein Gartenhäuschen und die Familie war weg, aber die Lampions brannten immer noch und plötzlich geriet so ein Lampion in Brand und nur der Opa hat das gesehen, und in seiner Panik läuft er, schließt den Gartenschlauch an, dreht den Wasserhahn auf und gibt den Blumen Wasser. Er hat in seiner Panik völlig das Verkehrte getan. Anstelle, dass er das Feuer gelöscht hat, hat er den Blumen Wasser gegeben. Das ist für mich, das ist Panik. Nun, wenn ich in unsere Welt hineinschaue, da habe ich manchmal den Eindruck, auch da herrscht Panik. Man versucht mit allen Mitteln das Richtige zu tun, aber irgendwie kommt immer wieder das Falsche raus. Man will Feuer löschen und wenn man ein Feuer versucht zu löschen, lodert es an einem anderen Ende gleich wieder mal auf. Unsere Welt, sie sehnt sich nach Frieden. Unsere Welt, sie versucht alles, um den Zusammenhalt herzustellen. Aber es ist interessant, in ihrer großen Not, in ihrer großen Verzweiflung, ich denke jetzt nur gerade zum Beispiel diese ganzen Brexit-Verhandlungen, sie versuchen es, aber irgendwie klappt es einfach nicht. Und interessant, Apostel Paulus sagt uns im 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und 5, da heißt es, da geht es ja auch um die Entrückung. Und dann sagt er Folgendes, 1. Thessalonicher 5, Vers 3 sagt er, und wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie gerne aufschlagen. Und ich muss auch vorausschicken heute Morgen, die Botschaft geht wahrscheinlich etwas länger. Ich sei mir hoffentlich nicht böse und ich versuche auch langsam zu sprechen wegen den Übersetzern. Und ich habe gestern Nachmittag um 4 Uhr habe ich ganz viele Seiten denen rübergeschickt per E-Mail und ich denke, die sind alle erschrocken. Und deswegen werde ich versuchen, langsam zu sprechen. Also ich werde versuchen, langsam zu sprechen. Okay, 1. Thessalonicher 5,3, da heißt es, und wenn sie sagen werden, das heißt, wenn die Menschen sagen werden, und das ist ja heute, Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Unsere Welt, so glaube ich, liegt heute in Geburtswehen. Nun, eine Geburt, die zeichnet sich ja ab. Da kommt ein Mail von Südamerika, von Kanada oder besser per WhatsApp. Wunderbar, wir sind schwanger, Geburtstermin irgendwann im Dezember. Das heißt, man ist 9 Monate, normalerweise ist man schwanger. Eine Geburt geht, also eine Schwangerschaft geht über 9 Monate und dann zeichnet sich langsam zeichnet sich dann diese Geburt ab. Und ich kann mich gut erinnern, als meine Frau schwanger war, sie hat schon Monate vorher hat sie so ein kleines Köfferchen bereit gemacht. Wenn dann der Termin losgeht, kann man nur noch das Köfferchen schnappen und dann so schnell wie möglich ins Spital. Nun, aber da kann es passieren, dass man aus lauter Panik das Verkehrte tut. Nun, die Jünger, sie fragten den Herrn Jesus, du, Herr Jesus, wann wirst du dein Reich aufrichten? Die Jünger saßen mit dem Herrn Jesus auf dem Ölberg. Und
Die Jünger hat eine Frage bewegt. Es war die Frage nach Gottes Reich. Der Messias war ja kurz zuvor, einige Tage zuvor, war er auf einem Esel. Unter dem Jubel der Menge war er in Jerusalem eingeritten. Sie haben geschrien, die Mengen, Hosianna, sei der da kommt. Können Sie nachlesen, Matthäus Kapitel 21, Vers 9. Da sagen die Volksmenge, sie sagen, Hosianna sei der da kommt im Namen des Herrn. Und die Jünger, die haben mitgeschrien. Die haben einen Messias erwartet. Endlich, endlich kommt dein Königreich. Und die Jünger dachten, wenn der Messias dann sein Reich aufrichtet, dann wird er endlich auch die Herrschaft der Römer beenden. Es wird ein Reich der Gottesherrschaft sein, des Friedens auf dieser Erde. Sie haben mit dem gerechnet, sie kannten ja das Alte Testament, sie kannten die Bibel, sie wussten, was die Propheten gesagt haben, die ganzen alten testamentlichen Stellen, wie auch der Peter gelesen hat. Sie wussten die teilweise sogar auswendig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch Micha 4, Vers 6 wussten. Schlagen Sie gerne auf, Micha 4, Vers 6. Und solche Stellen müssen den Jüngern durch den Kopf gegangen sein. Als sie den Herrn Jesus fragen, ja, wann wirst du dein Reich aufrichten, wann wirst du kommen? Und der Micha sagt, Micha 4, Vers 6, und an jenem Tage spricht der Herr, da will ich das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen. Und die, denen ich Unheil zugefügt habe, und ich will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. All das waren Gedanken, die sie bewegt haben. Waren sie nicht ein kleiner Überrest, zurückgekommen aus der babylonischen Gefangenschaft? Und nun war endlich der Messias da und da geht der Prophet weiter und sagt, und der Herr wird über sie als König herrschen und auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Diese Gedanken bewegten die Jünger, als sie den Herrn Jesus sagten. Und doch gibt der Herr Jesus ihnen eine völlig andere Antwort, und zwar eine Antwort, die sie irgendwie in Panik versetzt haben muss. Er sagt zu ihnen, in Matthäus 24, Vers 2 und 3, er sagt ihnen, seht ihr nicht dies alles? Also sie zeigten dem Herrn Jesus den wunderbaren Tempel. Und Herr Jesus sagt, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen werden wird. Als er auf dem Ölberg saß, da traten die Jünger alleine zu ihm und sie sprachen zu ihm, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Nun, die Jünger, sie waren stolz auf diesen Tempel. Wer schon einmal in Jerusalem war, die Überreste dieses Tempels sieht, durch den Hasmonäer-Tunnel ging, der kann nur staunen über die Größe und die Herrlichkeit dieses Überrestes. Aber wie muss dann der Tempel ausgesehen haben? Wenn man denkt, die ganzen Stufen, die man hinunterging, ein Überrest hat man noch da, ganz nach unten bis zum Teich Siloa. Ich wäre gerne mit dabei gewesen, wenn diese Jünger mit dem Herrn Jesus diese Stufen hinaufgingen. Ich wäre gerne mit dabei gewesen, wenn die Volksmassen jedes Jahr, 3-mal im Jahr hinaufzogen nach Jerusalem. Und wie sie dann gesungen haben, oder diese ganzen Stufenpsalmen vom Psalm 120 bis Psalm 134, wie sie die rezitiert haben, gesungen haben. Und dann kommen sie langsam diese ganzen Stufen hoch, sie gehen dann unterirdisch, durch die sogenannten Ställe Salomos gehen sie dann auf diesen großen Vorplatz. Ich hätte gern mitgelauscht, wenn der Tempelchor gesungen hätte. Wäre ergriffen gewesen über diese Pracht des Tempels. Wenn man hineinkam auf diesen Vorhof, da standen 4 riesengroße Kandelaber, Leuchter. Und an jeder dieser Leuchter war 27 Meter hoch. Und wenn man diese Leuchter angezündet hat zum Laubhüttenfest, so sagt man, dann sei ganz Jerusalem erhellt gewesen. Wäre gern dabei gewesen, wenn sich die Sonne im Osten erhoben hat, Tagesaufgang, Sonnenaufgang, und dann hat sich die Sonne gespiegelt im Gold des Tempels, weil das eigentliche Tempelgebäude war über und über mit Goldplatten verziert. Die Jünger, sie waren zu Recht stolz auf ihren Tempel.
Und die Rabbiner sagten damals, wer den Tempel in Jerusalem nie gesehen hat, hat nie ein schönes Gebäude gesehen. Und nun sagt der Herr Jesus zu ihnen, und hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das muss für die Jünger etwas Unvorstellbares gewesen sein. Etwas, das sie sich nicht in ihren Träumen, in ihren schlimmsten Träumen gewagt hätten zu erwarten. Und doch hat sich das in schrecklicher Weise erfüllt. 70 nach Christus kommt Titus, er erobert Jerusalem, Tausende von Juden werden gekreuzigt, Hunderttausende in die Gefangenschaft geführt und der herrliche Tempel ein Raub der Flammen. Nun, Sie fragen sich vielleicht, ja, wie kann das sein, dass ein solcher aus Stein gebauter Tempel ein Raub der Flammen wird? Was wurde jeden Tag im Tempel, was wurde da geopfert? Was brauchte man für diese Opfer? Da brauchte es tonnenweise von Holz. Man brauchte Olivenöl für diese riesengroßen Kandelaber. Und an jede Lampe hatte mindestens 9 Liter Fassungsvermögen. Man hat ganz viele, auch die alten Kleider der Priester genommen, hat sie zwischengelagert und aus denen dann die Dochte gemacht für diese Kandelaber. Und nun kommt ein römischer Soldat, so wird berichtet, und er schmeißt eine Fackel da rein und alles geht in Flammen auf. Und was passiert dann, wenn all das ein Raub der Flammen wird? Was passiert mit dem Gold, wenn es Hitze ausgesetzt wird? Es schmilzt. Und genau das passierte mit diesem Tempel. Ein Wunder, eine Prachtbau. Und nun wird alles niedergebrannt. Das Gold, es zerschmilzt. Es rinnt in die Ritzen der Steine. Und dann kommen die römischen Soldaten, als das alles ausgekühlt war, und zerrissen das ganze Tempelgebäude, rissen sie auseinander, nach der Gier dieses Goldes. Und es blieb kein Stein auf dem anderen. Gottes Wort hat sich Wort für Wort wörtlich erfüllt. Warum sage ich das alles? Gottes Wort hat sich nicht nur in der Vergangenheit erfüllt, und zwar Wort für Wort, wortwörtlich. Es wird sich auch in der Zukunft erfüllen. Und es hat sich schon erfüllt und es wird sich in Zukunft noch mehr erfüllen. Dann kommt Hadrian. Er hat auch den Hadrianswall gebaut in England, 135 nach Christus. Die Juden haben noch einmal einen Aufstand gemacht, noch einmal gegen Rom rebelliert. Und dann kommt Hadrian. Er erobert Jerusalem noch einmal gehen Tausende und Abertausende gehen in die Gefangenschaft, werden gekreuzigt, auf schrecklichste Weise umgebracht. Und dann geht Hadrian, er pflügt Jerusalem, er streut Salz darüber, gibt einen anderen Namen und er verbietet den Juden bei Todesstrafe, dieses Gebiet zu betreten. Und genau das hat auch der Prophet Hosea vorausgesagt. Können Sie nachlesen? Hosea Kapitel 3, Vers 4. Hosea Kapitel 3, Vers 4. Und da sagt der Prophet, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Viele Tage, Hadrian hat Jerusalem verwüstet und dann versank Jerusalem in die Vergessenheit und in der Bedeutungslosigkeit der Geschichte. Selbst das Land, ja selbst das Klima hat sich verändert. Es wurde ein Land der Wüste und der Schakale. Eine Wüste, Einöde und eine Dürrestätte. Das Land, wo Milch und Honig floss. Das Land der Lieblichkeit, der Zierde. Es wird ein Land von Wüste und der Schakale. Das hatte auch der Prophet Mose vorausgesagt. Er hat gesagt in 5. Mose 28. Da sagt er Folgendes, könnt ihr nachlesen, 5. Mose 28 ab Vers 15. Dann auch Vers 23 bis Vers 24. Da heißt es, wenn du aber nicht gehorchst,
der Stimme deines Herrn, deines Gottes, und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Himmel, der über deinem Haupte ist, wird ehren sein. Und dann heißt es weiter, er wird ehren sein. Wo habe ich mir jetzt da gerade den Text verloren? Und du wirst nicht halten und tun all seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Der Himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehren werden. Und die Erde unter dir eisern. Statt des Regens für dein Land wird der Herr Staub und Asche vom Himmel auf dich geben, bis du vertilgt wirst. Das Klima, das sich ändert in Israel damals, war nicht wegen Ozon, sondern wegen der Sünde des Volkes Israel. Und interessant, Jahrhunderte später bereist Mark Twain dieses Land. Und er bestätigt Wort für Wort das, was der Prophet Mose gesagt hat in 5. Mose 28. Es wurde ein Land von Staub und Asche. Und so möchte ich zitieren, was Mark Twain gesagt hat 1867, als er dieses Land bereiste. Und er sagt, von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, so glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind kahl, sie haben stumpfe Farben, sie zeigen wenig malerische Formen. Die Täler sind hässliche Wüsten, von einer schwachen Vegetation gesäumt, die einen sorgenvollen und verzagten Ausdruck an sich hat. Das Tote Meer und der See Genezareth, sie schlafen inmitten eines weiten Landstriches von Bergen und Ebenen, in dem das Auge auf keiner angenehmen Tönung ruht. Es ist ein hoffnungsloses, ein ödes, ein verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche. Und genau das hat der Prophet Mose vorausgesagt. Über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Es gibt keine ermüdendere Landschaft für das Auge als die, welche die Zufahrtswege nach Jerusalem begleitet. Der einzige Unterschied zwischen den Straßen und dem umgebenden Land ist vielleicht der, dass auf den Straßen etwas mehr Steine liegen. Das berühmte Jerusalem selbst, der erhabenste Name in der Geschichte, hat alle seine alte Größe verloren und ist ein Bettlerdorf geworden. Das schrieb Mark Twain 1867. Über 2000 Jahre lag dieses Land in einem Dornröschenschlaf. Sie waren zerstreut in alle Welt. Sie wurden zu den wandernden Juden. Und doch, heute kehren die Juden zurück. Angefangen im Jahre 1882. 1882 können Sie gerne eingeben auf Wikipedia. Die erste Aliyah, das heißt die erste Rückwanderung nach Israel, die begann im Jahr 1882, losgelöst in Russland. Da gab es Pogrome. Der Zar Alexander war ermordet worden. Vielleicht haben Sie schon einmal gesehen, viele on the Roof, Anatevka. Deswegen auch diese Geigenspiele, wunderschön, einfach. Und die Juden kehren wieder heim. Und sogar sie fangen an, aus dem äußersten Norden zu kommen, wie der Prophet gesagt hat. Als erstens werden sie kommen aus dem äußersten Norden. Auch hier wieder Wort für Wort. Es erfüllt sich Gottes Wort. Und schließlich kommt es, nach über 2000 Jahren der Zerstreuung, kommt es am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels. Heute ist Israel wieder zurück im Lande seiner Väter. Die Bibel hat Recht. Und wisst ihr, wenn wir so in Israel sind, ich könnte Sie alle einladen, mit auf eine Israelreise zu kommen. Da sehen Sie all das, was sich erfüllt vor unseren Augen. Oder wenn Sie das nicht können, kaufen Sie wenigstens, ich mache jetzt eine kleine wenig Werbung, den Israel-Kalender. Da seht ihr einfach das Blühende, zum Beispiel oben am Golan oder auch im Süden, im Norden des Sees Genezareth. Es blüht, es grünt, es wächst. Und genau das hat auch der Prophet vorausgesagt, der Prophet Jesaja in Kapitel 35, Vers 1 und 2.
Und bedenken wir, was der Mark Twain geschrieben hat. Es ist ein Land in Sack und Asche, von öder Gegend. Und hier sagt der Prophet Jesaja 35 ab Vers 1. Und die Wüste und die Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Ja, sie wird blühen und jubeln in aller Lust und aller Freude. Und dann wird die Wüste in Vers 15 von Kapitel 32. Und dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal in Israel waren, hatten wir einen israelischen Reiseleiter. Er war ein Sabra, dort aufgewachsen. Und er sagt mir, als seine Eltern kamen, die haben angefangen, Bäume zu pflanzen in Israel. Und wenn sie dann einen Ausflug gemacht haben, haben sie gesagt, wir gehen in den Wald, wir gehen picknicken in den Wald. Und damals bestand der Wald, wo sie picknickten, aus 15 Bäumen. Und heute hat die jüdische Nationalfonds über 200 Millionen Bäume gepflanzt. Und der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 32, 15, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wird wie Wald geachtet werden. Heute versuchen sie den Negev wieder ganz neu fruchtbar zu machen. Es gibt wieder neue Kibbuzims dort, ganz neu gegründet. Was für ein Gegensatz zu dem, was Mark Twain geschrieben hat. Palästina sitzt in Sack und Asche, über ihm brütet der Bann eines Fluches, der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Und für mich noch viel, viel faszinierender, wenn man in Jerusalem sitzt. Wir hatten das Vorrecht, meine Frau und ich, letztes Jahr eine Woche noch in Jerusalem zu verweilen. Und da haben wir erlebt, wie die Stadt Jerusalem, die Altstadt, gerade auch das jüdische Viertel, es blüht, es lebt vor jüdischem Leben. Oder zum Beispiel haben wir miterlebt mit eigenen Augen, wie der March of Life, vielleicht habt ihr schon von dem gehört, March of Life. Da kommen Juden aus der ganzen Welt, aus Südamerika. Wir haben Gruppen gesehen aus Brasilien, aus Uruguay, aus Argentinien, aus Neuseeland, Australien. Sie kommen mit ihren Fahnen und sie ziehen jubelnd durch die Altstadt Jerusalems. Der March of Life beginnt in den Konzentrationslagern. Sie gehen dorthin nach Auschwitz, Buchenwald, Treblinka und so weiter. Sie wollen sich daran erinnern, wo ihre Väter umgebracht wurden und wo das schlussendlich geendet hat in der Staatsgründung Israels. Und so kommen sie jedes Jahr und sie ziehen jubelnd durch die Straßen Jerusalems. Und was sagt der Prophet in Jesaja 35, Vers 10? Denn die Erlösten des Herrn, sie werden wiederkommen. Und sie werden nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und in der Altstadt von Jerusalem gibt es einen wunderschönen Platz. Es ist der Platz vor der sogenannten Hurva-Synagoge. Vielleicht habt ihr da auch schon diese wunderschöne Synagoge mit der ganz großen Kuppeldom. Man muss sich daran erinnern, 1948, als die Jordanen den Ostteil Jerusalems eroberten, da haben sie die Synagogen in die Luft gejagt. Und dann hat Israel als Erinnerungsmal einfach diesen Bogen noch hingebaut. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, früher. Und Israel ist heute gegangen, hat diese Hurva-Synagoge wieder aufgebaut. Für mich die schönste Synagoge in der Altstadt Jerusalems. Man hat die Möglichkeit, da eine Wendeltreppe hochzusteigen und hat eine wunderschöne Aussicht auf die ganze Altstadt Jerusalems. Und vor diesem Platz, wir sind oft da gesessen, meine Frau und ich, haben wir unsere Bibel genommen und wir haben aufgeschlagen Sacharja Kapitel 8 ab Vers 4. Sacharja Kapitel 8 ab Vers 4. Und das hat mich so tief bewegt und das bewegt mich immer wieder neu. Wenn ich das sehe, da sagt der Prophet Sacharja 500, das heißt, er ist ein nachexilischer Prophet. Er sagt, es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter.
Und die Plätze der Stadt sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen. Wenn wir da gesehen haben, jüdische Familien mit ihren vielen Kindern, Kinderwagen, alte Männer da sitzen. Und dann sagt der Prophet, erscheint dies auch unmöglich in den Augen derer, die in dieser Zeit übrig geblieben sind von diesem Volk. Sollte es darum auch unmöglich erscheinen in meinen Augen, spricht der Herr. Heute ist Israel zurückgekehrt aus über 140 Nationen. Sie haben wieder ein eigenes Land, wieder eine eigene Regierung. Und auch hier wieder Gottes Wort, er hat sich erfüllt und wird sich erfüllen, wortwörtlich. Und dann sagt der Prophet Hosea Folgendes. Noch einmal lese ich Hosea 3, Vers 4. Und halten Sie gleich den Finger dabei. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben, ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne Bildzäune, ohne Ephod und ohne Teraphim. Sie waren viele Tage ohne eigenes Land, ohne eigene Regierung. Der Tempel, der wird noch kommen. Und dann sagt er aber Folgendes. Doch am Ende der Tage, heißt es da, Hosea Kapitel 3, ab Vers 4, danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich beben zu dem Herrn, zu seiner Güte flüchten. Wann? Am Ende der Tage. Und in dieser Zeit sind wir. Heute ist Israel dabei, seinem Messias immer mehr zu begegnen. Zwar unbewusst. Sie sind dabei, dem Messias entgegenzugehen. Und es ist interessant, während wir all das sehen, da bestätigt sich auch das, was der Apostel Paulus gesagt hat in Römer Kapitel 11, ab Vers 25. Oder der ganze Römerbrief ist ja das ganze Evangelium. Und dann kommt Apostel Paulus zu Römer 9, 10 und 11. Und er sagt dort, aber Israel hat dieses Evangelium abgelehnt und deswegen wird Israel eine Zeit lang auf die Seite geschoben. Römer 9, 10 und 11. Und dann sagt er am Ende von Römer Kapitel 11, nachdem er gesagt hat, Israel wird eine Zeit lang auf die Seite geschoben, weil sie Nein gesagt haben zum Evangelium, Nein gesagt haben zu Jesus Christus. Und dann sagt er am Schluss von dem, ich lese Vers 25, ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde Gottes eingegangen sein wird. Und wir sehen heute, wie sich das Heil wieder neu Israel zuwendet und wie immer mehr eine Verstockung über die Nationen kommt. Die Jünger fragten den Herrn Jesus auf dem Ölberg, ja, wann wirst du wiederkommen? Was werden die Zeichen deiner Ankunft sein? Schlagen Sie auf Matthäus 24, Vers 3 bis 9. Da sagt Herr Jesus zu ihnen, folgende Zeichen werden kommen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu, erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. So wie bei der Geburt, eine Wehe nach der anderen. Es fängt leise an, kommt immer mehr und schlussendlich kommt es zur Geburt. Und so sagt Herr Jesus, es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Der Herr Jesus sagt auf die Frage der Jünger, ja, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wann wird das messianische Königreich kommen? Der Herr Jesus sagt, es werden Kriege sein, Aufstände, weltweite Hungersnöte, Seuchen, zunehmend weltweite Erdbeben, zunehmende Verfolgung und Abfall vom Glauben. Heute kehren die Juden zurück. Und ich möchte Sie bitten, schlagen Sie jetzt auf, Jesaja 60, Vers 1 und 2. Und ich möchte dem gleich vorausschicken, lesen Sie diesen Vers unter dem Aspekt, Israel geht seinem Messias entgegen. Das heißt, seinem Licht.
Aber während Israel seinem Licht entgegengeht, geht im gleichen Atemzug passiert was? Wird es dunkel über den Völkern. Jesaja 60,1. Da sagt der Prophet Jesaja: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Wer ist das Licht? Was sagt der Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Und diesem Licht geht Israel entgegen. Und während Israel ganz unbewusst diesem Licht entgegengeht, passiert Folgendes. Es ist eine Zweiteilung in Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Das heißt, über einem Teil der Erde war es immer finster geblieben. Aber über einem anderen Teil war es eine Zeit lang hell geworden und nun wird es wieder neu dunkel. In Vers 2, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Nun, wo kann es dunkel werden? Da, wo es einmal hell war. Da, wo man das Licht wegnimmt, da kommt die Dunkelheit zurück. Unser christliches Abendland, Europa, USA, England, Kanada und so weiter. Wir hatten die Reformation. Wir hatten das Wort Gottes. Bei uns leuchtete das Evangelium. Wir hatten wunderbare Zeiten der Erweckung. Aber interessant, seit sich Israel wieder dem Messias zuwendet, das heißt, seit Israel auch wieder zurückkehrt, seit dem Jahre 1882, da sehen wir, wie es über gerade diesen Völkern, die dieses Licht des Evangeliums hatten, immer dunkler und dunkler wird. Über Israel heißt es, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und über den Völkern, die dieses Licht hatten, wird es dunkler und dunkler. Und diese zunehmende Dunkelheit, die wollen wir nun miteinander anschauen. Diese zunehmende Dunkelheit, in der wir heute leben. Noch einmal das Stichdatum 1882. Da fangen die Juden an, zurückzukehren, ganz unbewusst dem Licht entgegen. Und über die Nationenwelt wird es dunkler. Die Jünger fragten den Herrn Jesus, ja, was werden die Zeichen sein deiner Wiederkunft? Wann wirst du dein Reich mit Israel aufrichten? Und was sagt der Herr Jesus? Wellenförmig wird es immer mehr werden. Und er sagt, es werden weltweite Kriege sein. Die Juden kehren zurück, 1882, und plötzlich haben wir den Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten. Die Juden kehren zurück und dann haben wir den Zweiten Weltkrieg mit über 60 Millionen Toten. Seitdem die Juden zurückkehren, kann man auch weltweit immer mehr beobachten, wie sich ein Volk gegen das andere erhebt. Bürgerkriege, Aufstände. Denken wir an Russland. Denken wir an die Gründung der UdSSR. Mit Abermillionen und Abermillionen Toten. Man schätzt die Zahl der unter Stalin umgekommenen auf über 60 Millionen. Wir sehen den Zusammenbruch des chinesischen Kaiserdynastie. Wir sehen die darauffolgenden Bürgerkriege, die Gründung schlussendlich der Volksrepublik China. Und auch hier wieder Abermillionen und Abermillionen Tote unter Mao Zedong. Wir sehen den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches. Wir sehen den Zusammenbruch auch des britischen Commonwealth. Und gleichzeitig sehen wir auch, wie hat es der Herr Jesus gesagt, es werden zunehmend Hungersnöte sein. Hunger hat es schon immer gegeben, aber noch nie in einem Maß wie heute. Die Juden kehren zurück. Wir haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im Zeichen dieses Ersten und Zweiten Weltkrieges haben wir immer mehr auch Hunger. In Russland sind Abermillionen Menschen an Hunger gestorben. Heute, so sagt das World Food Programm von 2017, sagt, dass heute über 815 Millionen Menschen weltweit an Hunger leiden. Auch das sind tragische Erscheinungen der Endzeit. Die Juden kehren zurück und plötzlich haben wir weltweit die erste weltumspannende Seuche, die spanische Grippe.
mit 50 bis 60 Millionen Toten. Seit dem Jahre 1980 haben wir AIDS mit über 36 Millionen Toten. Wir haben immer mehr auch zu kämpfen mit Ebola. Ebola ist wie eine tickende Zeitbombe. Bis jetzt gibt es noch keine Medikamente dagegen. Das erste Mal ist dieses Jahr Ebola auch in einer 1,2 Millionen Stadt ausgebrochen in Afrika. Wir haben zunehmende Erdbeben. Ich möchte Ihnen bitte keine Angst machen. Verstehen Sie mich richtig? Aber ich möchte Ihnen einfach zeigen, so wie sich Gottes Wort mit der Rückkehr der Juden erfüllt hat, mit der Zerstörung des ersten Tempels, so wird sich auch Gottes Wort in unserer Zeit erfüllen, und zwar Wort für Wort. Und wir stehen heute mitten darin. Wir haben heute zunehmende Erdbeben. Denken wir zum Beispiel an das Erdbeben 1976 in China mit über 5,3 Millionen zerstörter Häuser. In Haiti, noch nicht lange zurück, das Erdbeben, das schätzt man die Zahl der Toten zwischen 200.000 bis 500.000 Toten. Das Erdbeben 2011, wo ein Tsunami ausgelöst hat, die ganze Katastrophe dann nach Fukushima und so weiter und so fort. Und diese Welle nimmt zu, wird nicht weniger. Und der Herr Jesus sagt dann auch, schlagen wir auf, Matthäus 24, Vers 9. Da sagt der Herr Jesus Folgendes: Und sie werden euch auch in Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen von allen Völkern. Die Juden kehren heim, 1882. Und interessanterweise sehen wir gleichzeitig auch immer eine größere, zunehmende Christenverfolgung. Christen wurden schon immer verfolgt. Zu Anfang der ersten Christenverfolger war Apostel Paulus, dann das Römische Reich, Hugenotten, Waldenser, Albigenser und so weiter und so fort. Oder auch die Verfolgung unter der Sowjetunion. Aber es hat noch nie ein Jahrhundert gegeben, wie seitdem die Juden zurückkehren. Die Juden fingen an, Ende des 19. Jahrhunderts zurückzukehren. 1882. Und man sagt, dass das Jahr des 20. Jahrhunderts das Jahr war mit der größten Christenverfolgung weltweit. Heute, laut dem Weltverfolgungsindex von Open Doors 2018, leiden heute über 200 Millionen Christen. Sie werden verfolgt und umgebracht. Eine Verfolgung wie noch nie dagewesen. Und gleichzeitig sagt Herr Jesus auch, und er fragt, ja, werde ich, wenn ich wiederkomme, noch Glauben finden? Wir haben heute einen Abfall innerhalb der Gemeinde Jesu. Wir haben heute einen Abfall innerhalb der Nationen, die sich einmal christlich nannten, wie noch nie vorher. Der Jesus fragt in Lukas 18, Vers 8, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, wird er noch Glauben finden? Europa, Amerika wird nicht umsonst das christliche Abendland geworden. Entschuldigung, Europa, Amerika wird nicht umsonst das christliche Abendland genannt. Ich will meinen Gedanken mal schon weiter, Entschuldigung. Nun, wir haben schon längst unsere christlichen, jüdischen Wurzeln, die Bibel haben wir schon längst auf die Seite geschoben. Wir haben alle Werte aufgegeben und verworfen. In unserem sogenannten christlichen Abendland hat man im Zuge der Aufklärung Gott für tot erklärt. Und gerade ein Nietzsche aus christlichem Elternhaus, Gott ist tot. Und es wurde im Zuge der Aufklärung wurde der Mensch zum Maß aller Dinge erhoben. Man hat den Schöpfergott abgeschafft. Interessant, auch immer wieder genau in der Zeit, wo die Juden anfingen zurückzukehren. Die Evolutionstheorie hat sich Bahn gebrochen. Und man hat angefangen, der Evolutionstheorie dem göttlichen Zufall alles zuzuschreiben. Man braucht den Gott der Bibel nicht mehr. Und man hat angefangen, leider auch, gerade auch, als die Juden anfingen zurückzukehren, hat sich auch die historisch-kritische Bibelauslegung Bahn gebrochen. Und heute gibt es fast keine Universität mehr, wo die Bibel noch als Gottes Wort gelehrt wird. Die Jünger fragten den Herrn Jesus, sage uns, wann wird dies geschehen? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft
und das Ende der Weltzeit sein. Wir haben gesehen, weltweite Kriege, Aufstände, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Verfolgung und Abfall vom Glauben. All das sehen wir heute vor unseren Augen. Und ich habe gesagt, Israel geht seinem Licht entgegen und über den Nationen wird es dunkler. Und interessant ist Folgendes, wenn man in Israel ist, es ist erstaunlich, wie in Israel immer mehr die messianische Erwartung aufwächst. Das sind Menschen, die fragen, wann kommt der Messias? Ich kann mich gut erinnern, wir waren nach Israel unterwegs, ich saß neben einem Rabbiner und wir kamen miteinander ins Gespräch. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wegen Messias. Und hat er gesagt, wir erwarten den Messias, er muss kommen. Die messianische Erwartung ist in Israel ist unglaublich. Und interessant ist gleichzeitig auch, Israel hat über 2000 Jahre, waren es immer nur Einzelne aus dem Volk der Juden, die zu ihrem Messias gefunden haben. Heute, wo sie angefangen haben, zurückzukehren ins Land ihrer Väter, dann nimmt die Zahl der messianisch gläubigen Juden stetig zu. Man sagt, dass bei der Staatsgründung Israels waren gerade mal 23 messianisch gläubige Juden. Und heute sagt man, dass es über 30.000 an den Herrn Jesus gläubige Juden gibt, allein in Israel. Man sagt, dass als der Staat Israel gegründet wurde, 1948, da gab es keine messianische Gemeinde, die von einheimischen Juden geführt wurde. Heute sagt man, sind es über 300. Israel geht seinem Licht entgegen. Und über die Nationenwelt wird es zunehmend dunkel. Ich möchte hier wieder ein paar Parallelen noch aufzeigen. Einfach zum Aufzeigen, Sie können selber urteilen, stimmt es oder stimmt es nicht. Aber schauen Sie das an, prüfen Sie es und machen Sie sich innerlich bereit, der Herr Jesus kann heute noch kommen. Bei der Staatsgründung Israels 1948, Israel geht seinem Messias entgegen, ganz unbewusst. Israel feiert, aber im gleichen Atemzug sehen wir, über der Nationenwelt wird es wieder ein Schritt dunkler. Im angelsächsischen europäischen Raum etabliert sich die Idee der Frankfurter Schule. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben gerade Überlebende aus dem Holocaust gesagt, das Christentum hat versagt. Denn das Christentum und christliche Nationen waren schuldig, dass der Erste und Zweite Weltkrieg über die Bühne ging. Christliche Nationen waren es, die über 6 Millionen Juden umgebracht haben. Und deswegen hat diese Frankfurter Schule gesagt, das waren großartige Denker, aber sie haben in die verkehrte Richtung gedacht. Nicht biblisch, sondern menschlich. Sie haben gesagt, das Christentum ist eine Lüge und Gott eine falsche Hypothese. Und deswegen haben sie gesagt, nun muss in der Gesellschaft muss der Humanismus die Grundlage werden. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss der Mensch autonom sein, frei, selbstständig, ohne das Diktat eines biblischen Gottes und ohne die Einengung biblischer Moralvorstellungen. Israel feiert, geht seinem Messias entgegen und über die Nationenwelt breitet sich ein Denken aus, autonom soll der Mensch sein, frei, selbstbestimmt, ohne das Diktat eines biblischen Gottes und ohne die Einengung von biblisch-moralischen Wertvorstellungen. Und um dieses Ziel zu erreichen, so haben diese Denker damals gesagt, muss die Gesellschaft verändert werden, und zwar durch die Auflösung der Familie, durch eine antiautoritäre Erziehung, durch eine neu definierte freie Sexualmoral und durch die Abschaffung einer persönlichen Schuld von einem persönlichen Gott. Und jetzt frage ich Sie, hatte diese Denkrichtung Erfolg oder nicht? Wir stehen mitten darin. Wir sind völlig in diesem Denken drin. Diese Denkschule hat ihr Ziel erreicht und es wird zunehmend dunkler über den Völkern. 1948, Israel entsteht. 1948
1948 und die Jahre vorher und danach die Frankfurter Schule. Und zunehmend wird es dunkel über uns. Wieder feiert Israel 1967. Es ist die Wiedervereinigung Jerusalems. Erneut geht Israel dem Licht entgegen. Und wieder wird es ein wenig dunkler über die Nationenwelt. Was ist 1968? Das ist doch die ganze 68er Bewegung. Und was sagt die 68er Bewegung? Die sagt ganz klar, es ist ein Aufstand gegen jedes Althergebrachte, gegen jede biblische Ordnung, gegen jede christliche Ethik, gegen jede christliche Norm. Es ist aber auch die Zeit der aufkommenden Anti-Baby-Pille, der zunehmenden Lockerung bezüglich der Abtreibung. Es ist die Zeit der Studentenrevolten und so weiter und so fort. Und heute? Israel feiert dieses Jahr 70 Jahre Geburtstag. Letztes Jahr 50 Jahre wiedervereintes Jerusalem. Und was ist heute das Maß aller Dinge? Was geistert so in den Köpfen weltweit herum, aber insbesondere auch gerade in unserem ehemaligen christlichen Abendland? Habt ihr schon gehört von Gender Mainstream? Da ist nicht mehr Frau oder Mann, du kannst beliebig sein, was du willst. Wenn ich mich irgendwo anmelde, dann muss ich immer mein Geschlecht angeben, Mann oder Frau. Ja, heute ist es nicht mehr so sicher. Zum Beispiel, wenn ich in den USA auf Facebook mich anmelde, da gibt es 50 verschiedene Möglichkeiten, um mein Geschlecht zu definieren. Also ich weiß noch, was ich bin. Ja, muss nur in den Spiegel schauen, jeden Morgen, dann weiß ich, was ich bin. Aber hier kommt, das ganze Gender Mainstream sagt, ja, du kannst sein, was du willst. 50 verschiedene Möglichkeiten. Die Zeitschrift National Geographic von den USA hat in ihrer Ausgabe vom Januar 2017, also die amerikanische Ausgabe, die hat ganz großflächig Gender Mainstream zu ihrem Thema gemacht fürs Jahr 2017, die erste Ausgabe. Und in dieser Ausgabe können Sie im Internet recherchieren, da wird die Geschlechtsumwandlung eines 9-jährigen Kindes gefeiert. Das portugiesische Parlament hat im April 2017 entschieden, dass in Zukunft ein Mensch ab dem 16. Altersjahr selber entscheiden kann, welches amtliche Geschlecht er haben möchte. Gleiches auch 2017 vom Europäischen Gerichtshof. In Deutschland ist am 1. Oktober 2017 die Ehe für alle in Kraft getreten. Und es wird gesagt, die Ehe sei nicht mehr ausschließlich eine Beziehungsform zwischen Mann und Frau. Und im gleichen Atemzug, wie wir sehen, Israel geht seinem Messias entgegen. Und was hat der Prophet Jesaja gesagt? Aber dunkel, tiefstes Dunkel über den Völkern, die das Evangelium hatten, die dem Licht des Wortes Gottes ausgesetzt waren, die Erweckungsbewegung kannten. Und gleichzeitig sehen wir, wie der Antisemitismus weltweit zunimmt. Da wird in Paris eine 85-jährige Holocaust-Überlebende wird brutal ermordet. Es ist nur die Spitze eines Eisberges in Frankreich. Und es ist so schlimm, dass in den letzten 10 Jahren über 40.000 Juden haben Frankreich Richtung Israel verlassen. In Deutschland nicht besser. Da gewinnt doch eine Hip-Hop-Band, die ganz klare antisemitische Aussagen macht, den wichtigsten Musikpreis Deutschlands. Klar, mittlerweile, es gab so viel, gab es Widerstand und so weiter, dass dieser Musikpreis schlussendlich abgeschafft wurde. Aber nun schon die Idee, dass eine Hip-Hop-Band, die ganz klare antisemitische Aussagen macht, den Musikpreis Deutschlands gewinnen kann, ist eine Katastrophe. Die Sänger machen auf diesem Album, das prämiert wurde, unter anderem folgende Aussagen. Sie sagen, mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen. Oder machen wir doch wieder mal einen Holocaust. Komm an mit deinem Molotow. Interessanterweise die Preisverleihung dieses Preises, Echo heißt er, fand statt am 12. April 2018. 12. April 2018.
Warum ist das so interessant? Weil am genau gleichen Tag, 12. April 2018, wurde in Israel Yom HaShoah gedacht. Yom heißt Tag, HaShoah in Erinnerung des Holocaust. Und ich weiß noch gut, wir waren auch einmal in Israel, wo dieser Tag Yom HaShoah gedacht wurde. Da heulen mitten am Tag alle Sirenen in Israel. Alle Autos stehen still, die Fahrer steigen aus, stellen sich neben das Fahrzeug und erinnern sich an die ermordeten Eltern, Großeltern, Verwandten und so weiter. 6 Millionen. Und während in Israel das gedacht wird, wird in Deutschland der wichtigste Musikpreis an eine Band verliehen, die sagt, machen wir doch wieder mal einen Holocaust, komm an mit einem Molotow. Es ist viel später, als wir meinen. Und gleichzeitig sehen wir auch, wie die Spannungen um Jerusalem immer mehr zunehmen. Schlagen Sie noch einmal auf, Sacharja Kapitel 12 ab Vers 1. Da sagt der Prophet Sacharja, siehe, ich werde Jerusalem für alle Völker ringsherum zu einer Taumelschale machen. Wer daraus trinkt, wird ins Taumeln kommen. Auch Juda, das ist die sogenannte Westbank, wird betroffen sein, wenn Jerusalem belagert wird. Und an jedem Tage mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für die Völker. Jeder, der ihn zu stemmen versucht, wird sich daran wundreißen. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem zusammentun. Nun, ein Stemmstein, das kennt ihr in der Schweiz sehr gut. Ihr kennt doch das Unspunnenfest, oder? Da gibt es einen Felsbrocken, der ist 83,5 Kilogramm schwer. Man versucht, ihn hochzuheben, starke Männer versuchen es, und dann so weit wie möglich zu werfen. Das ist damit gemeint, ich werde Jerusalem zu einem Stemmstein machen, ganz weit wegschmeißen. Das versuchen die Völker zu tun. Und heute wird Jerusalem ideologisch total weggestemmt. So verabschiedet zum Beispiel die UNESCO einen Text, der den jüdischen Charakter des Jerusalemer Tempelberges komplett negiert. Darin wird der Ort lediglich noch als muslimische Stätte mit dem Namen Al-Aqsa-Moschee oder Al-Haram al-Sharif und Umgebung bezeichnet. Also die UNESCO, die Hüterin des Weltkulturerbes, negiert und sagt, Jerusalem hat keinen Teil mehr mit dem jüdischen Volk. Der Platz an der Klagemauer, wo täglich tausende Juden beten, wird Al-Burak-Platz genannt. Und außerdem tituliert das Papier der UNESCO den Staat Israels durchgängig als Besatzungsmacht und wirft ihm Aggressionen gegen muslimische Heiligtümer in der Jerusalemer Altstadt und anderswo vor. Es ist ein Trauerspiel der Geschichtsfälschung. Denn der Tempelberg war, lange bevor das Christentum und der Islam entstand, schon der heiligste Ort des Judentums. Hier in Jerusalem hat Abraham den Auftrag gehabt, den Isaak zu opfern. Hier in Jerusalem stand der Palast des Königs Davids. Man kann immer noch in der Stadt Davids in Jerusalem heute die Überreste sehen. Hier in Jerusalem errichtete Salomon den ersten jüdischen Tempel. Hier wurde in Jerusalem der zweite Tempel 70 nach Christus zerstört. Von hier aus sind die Juden in die ganze Welt zerstreut worden. Jerusalem war für die Juden immer das Zentrum des jüdischen Glaubens, die Richtung ihrer Gebete, die Hoffnung ihrer Rückkehr und die Sehnsucht in ihrer 2000-jährigen Zerstreuung. Und heute noch, wenn wir nach Tel Aviv fahren, nach der Israelreise, da sagen wir immer noch, nächstes Jahr in Jerusalem. Es ist der Gruß der Juden, wenn sie aus Israel wegfahren. Und es war auch der Gruß der Juden in der 2000-jährigen Geschichte. Wer heute die Verbindung des Juden mit Jerusalem leugnet, es ist genauso unsäglich, wie wenn er den Holocaust leugnen würde. Und es ist nichts anderes als ein weiter antisemitischer Akt. Kommen wir zum letzten Akt, der langsam aber sicher eingeläutet wird. Ich mache nur noch 5 Minuten oder 10, ist okay? Heute wird langsam der letzte Akt eingeläutet und deswegen nehmt euch heute vielleicht Zeit oder morgen, lest zum Beispiel auch einmal Hesekiel 38 ab Vers 4. Wir wollen das miteinander anschauen und auch in Anbetracht dessen, was heute alles im Golan, im Norden Israels so abläuft, in Syrien und so weiter.
siehe, da heißt es, sagt der Prophet Ezekiel, siehe, ich will dich herumlenken und er redet hier zu Völkern im Norden Israels und dir einen Haken ins Maul legen und ich will dich ausziehen lassen mit einem ganzen Heer, mit Ross und Mann, die alle voll gerüstet sind. Und sie sind ein großer Heerhaufe, die alle kleine und große Schilde und Schwerter tragen. Du führst mit dir Perser, Kuschiter, Libyer, die alle Schild und Helm tragen. Dazu Gomer, sein ganzes Heer, die vom Hause Togarma, die im Norden wohnen, mit ihrem ganzen Heer. Ja, du führst viele Völker mit dir. Wohlan, rüste dich gut, du und alle deine Heerhaufen, die bei dir sind, und sei du ihr Heerführer. Und dann sagt der Prophet, denn nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Zeiten sollst du in ein Land kommen, das dem Schwert entrissen ist, also der Abschlachtung des Holocaust, und zu dem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt ist, nämlich auf die Berge Israels, die lange Zeit verwüstet gewesen sind. Und sie sind nun herausgeführt aus den Völkern und sie alle wohnen sicher, so sicher wie heute Israel wohnt, wie die Juden in Israel wohnen können. Das hat es in den letzten 2000 Jahren noch gar nie gegeben. Und dann sagt er, du wirst heraufziehen und daherkommen wie ein Sturmwind und wirst sein wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Du und dein ganzes Heer und die vielen Völker mit dir. Es scheint so, wie wenn sich das heute vor unseren Augen erfüllt. Wir denken hier an Syrien, Russland, der Iran, im Gefolge die Türkei, Hisbollah und so weiter und so fort. Oder denken wir daran, dass heute schon russische Soldaten stehen im Golan. Die sagen, sie sind und sie sichern die UNO. Aber interessant, der Putin liefert modernste Flugabwehrraketen nach Syrien und so weiter und so fort. Es scheint sich das zu erfüllen, was der Ezekiel gesagt hat in Ezekiel 38, 4-9. Und bei alledem, was ich jetzt aufgezeigt habe, könnte man doch in Panik geraten. Man kann tun, okay, Vogel-Strauß-Politik, geht mir nichts an. Aber wir als Christen, wir können das ganz anderes tun. Wir können das erstes, der Apostel Paulus, er schreibt es an die Gemeinden in Thessalonich. Er schreibt ihnen, wir sollen uns untereinander mit diesem Wissen trösten, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Tröstet euch untereinander, 1. Thessalonicher Kapitel 4. Tröstet euch untereinander. Wir dürfen unseren Blick himmelwärts richten. Jesus, er kommt. Wir dürfen als Christen noch vermehrt sagen, ich will ein Leben führen, das ganz dem Herrn Jesus gehört. Wir dürfen als Christen unsere Zeit ausnutzen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich, gebrauche mich in all meiner Schwachheit, in all meiner Begrenztheit, aber ich will dir dienen, und zwar an dem Ort, wo du mich hingestellt hast. Und gleichzeitig haben wir Christen für unsere Welt, die wirklich in Panik ist, haben wir eine wunderbare Antwort. Ich weiß noch gut, ich war in einem Krisengebiet, da gab es eine riesengroße Überschwemmung. Viele Häuser und auch Häuser von Christen, auch Gemeindehäuser, wurden in Mitleidenschaft gezogen und zerstört. Da habe ich einen Leiter einer Gemeinde gefragt, ja, wie geht ihr mit dieser Not um? Und er gab mir Folgendes zur Antwort und sagte mir, wir versuchen zu helfen, wo wir können. Und gleichzeitig sagt er mir, aber wir haben noch etwas viel Besseres. Wir haben die Botschaft des Evangeliums. Es ist die Botschaft der Vergebung. Es ist die Botschaft des Trostes in Jesus Christus. Es ist die Botschaft der Hoffnung, einmal bei Jesus zu sein. Trotz dieser Not, die da war, hat er gesagt, wir haben das Beste, wir haben Jesus Christus. Und deswegen sind wir noch viel mehr entschieden in unserer heutigen Zeit, die nicht besser wird, sind wir entschieden, ganz mit Jesus, dass wir unser Leben ganz ihm zur Verfügung stellen. Denn wir gehören dem Herrn Jesus. Wir dienen dem Herrn Jesus. Und wir erwarten den Herrn Jesus. Und es könnte sein, dass er heute noch kommt. Die Frage stellt sich einfach, bist du bereit, wenn Jesus heute noch käme? Nicht aus deiner Anstrengung, nicht aus dem, dass du ein gutes christliches Leben führst. Nein, weil du dich einfach gründest auf dem, was Wort Gottes sagt.
weil du ruhst in seiner Vergebung, weil du dich gekleidet hast in seine Gerechtigkeit, weil du sagen kannst, Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und deswegen gründen wir unser Leben auf Jesus Christus und auf Jesus Christus allein. Der Herr Jesus möge Ihnen Gnade geben dazu. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dich aus tiefstem Herzen anbeten und dir Danke sagen. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, da kann es einem Angst und Bange werden. Und du sagst auch in deinem Wort, in der Welt habt ihr Angst, aber du sagst an einer anderen Stelle, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Du sagst es im gleichen Zusammenhang. Oh Herr Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und so dürfen wir uns voller Zuversicht ganz fest an dich klammern. Und danke dafür, dass du der bist, der uns hält, der uns trägt und der uns schlussendlich ans Ziel bringt. Und danke dafür, dass du den Faden mit Israel hast aufgenommen. Danke, dass wir sehen dürfen, wie Israel langsam, aber sicher dem Ziel entgegengeht. Und dass wir wissen dürfen, wenn Israel dem Ziel entgegengeht, dann wird unsere Entrückung umso näher sein. Und diese Hoffnung, die wollen wir festhalten, bewahre sie in unseren Herzen und komme bald. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.